Bildungswesen steht unter dem Einfluss von grossen gesellschaftlichen Entwicklungen. Nicht nur zu Lützeburg, sondern überall auf der Welt. Diese grossen Entwicklungen, denen sich unser Bildungssystem muss anpassen, gehen an den Edu-Trends beschrieben. Sowohl wenn man auf Wissenschaft wie auch auf die Akteure vom Terrain lauschen, kristallisieren sich 6 Großbereiche heraus. Demokratie, Zusammenleben an einer offener, pluralistischer Gesellschaft geht haut oft als eine Selbstverständlichkeit vorgeholt. Dabei gehen antidemokratische Strömungen sowohl in Europa wie auch an der Welt immer mehr stark. Haut also doch Aufgabe von der Bildung, dass Werte wie Toleranz, Empathie und Respekt für die Männer hier Platz an der Gesellschaft behalten. Was können wir machen, für dass als Kinder und die Jungs sich zu starken Bürger an einer demokratischen Gesellschaft entwickeln? Durch die neuen Technologien ist Wissen weltweit zu allem Moment quasi für jederie verfügbar. Soziale Medien haben als Art und Weise zu kommunizieren revolutioniert. Welche Auswirkungen wird künstliche Intelligenz auf unsere Gesellschaft und damit auch auf die Schule haben? Wir stehen recht am Anfang von dieser Entwicklung, und aber zweifelt kaum daran, dass sie tiefgreifende Veränderungen mitzuspringen. Wie kann das Bildungssystem als Kinder und Jungen lernen, mit diesen Notieren umzugehen? Sie zu nutzen und gleichzeitig ihre Limiten zu kennen. Welche Kompetenzen muss eure Schule in Zukunft vermitteln, wenn die künstliche Intelligenz an einer Reihe von Domänen besser wird gehen wie der Mensch? Die sprachliche und kulturelle Diversität ist ein grosser Natur von unserem Land, aber gleichzeitig auch von den größten Defien. Lützeburg war schon immer ein Platz, wo sich Menschen mit unterschiedlichem sprachlichen und kulturellen Hintergrund begegnet sind. Sowohl national wie auch internationale Studien belegen aber auch, dass Kinder mit Migrationshintergrund und mit einem niedrigen sozioökonomischen Index zu Lützeburg mehr Bildungschancen haben. Wie können wir die schulische Offer weiter ausbauen, für dass alle Kinder eine gerechte Chance auf Bildung haben, unabhängig von seiner Sprache? Wie können wir auch an den Betreuungsstrukturen Kinder schon frei und eine Sprache aufführen? Wie kann Bildungswesen sich den Entwicklungen von der Gesellschaft anpassen und zeitgleich den individuellen Talenten und Besoinen von unseren Kindern und Jungen gerecht gehen? Geschwindigkeit, mit der als pluralistische Gesellschaft sich entwickelt, ist beeindruckend. Stellt doch Bildung für die große Herausforderung, sich permanent zu modernisieren. Aber was heißt modernisieren? Was bedeutet das für die Kontinuen an als Programmer? Wie sehen moderne Unterrichtsmaterialien aus? Im modernen Bildungswesen darf nie stehen bleiben, muss am Ende von der Qualitätsentwicklung permanent sein Handeln und Erkenntnisse aus der Wissenschaft und aus der alltäglichen Arbeit vom Terrain anpassen. Dafür ist es wichtig, dass alle Akteure ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln, welche Strukturen, Standards und Verbesserungen nötig sind, für eine Bildungslandschaft zu schaffen, die den Kindern und Jungen die Möglichkeit bietet, sich bestmöglich zu entwickeln. Wie kann sich Personal aus den Bildungsstrukturen weiterbilden, für sich Kompetenzen von der Zukunft anzueignen, also zu vermitteln? Es ist nicht immer selbstverständlich für ein Kind oder einen Jungen, sich permanent zurechtzufinden an einer Gesellschaft, die sich so schnell weiterentwickelt. Immer mehr Kinder und Jugendliche brauchen heute eine psychologische oder sozioedukative Unterstützung. Entweder weil sie Hilfe in der Familie brauchen oder gesundheitliche Probleme haben. Phänomene von Mobbing und Gewalt verlagern sich mit den sozialen Netzwerken und dem digitalen Raum. Wie kann das Bildungssystem die Jungen für diese Entwicklungen schützen und sie an ihrer Not unterstützen? Wie kann ihn aber auch die Familien an ihrem Erziehungsauftrag unterstützen und das Partneriat mit der Schule stärken? An diesen 6 Bereichen hat Bildungswesen in den letzten Jahren viele Erfolge gemacht, für den Herausforderungen gerecht zu gehen. Zusammen mit allen Akteuren hat das Bildungssystem einen impressionanten Parcours zurückgelegt. Alle zusammen haben wir als Best probiert, für Antworten zu finden. Allerdings stellen sich auch in Zukunft eine Reihe neue Fragen. Dafür müssen wir auch in den nächsten Jahren zusammen daran abhalten, für weiter die vielen und auch notwendigen Entwicklungen zu identifizieren, für die Bildung von morgen.